Aleph, Mem, Taf, die 3 Buchstaben zusammen aus dem Hebräischen bedeuten Emet, die Worte. Ich bin Sani, ich begrüße euch alle wieder hier im Musikstübli von der Vida. Heute ist Neumondtag im 2. Monat, der 1. Mai 2022. Und im Schöpferkalender haben wir das Jahr 6755. Mit uns ist auch wieder Tonja und wir lesen nun zusammen aus ihrem Buch Notizen zum Schöpferkalender heute das Vorwort. Und mit uns ist auch der Sam, mein Mann. Und der Jens wird dann auch Bibelstellen lesen, mein jüngster Sohn. Ich fange jetzt mal gerade an mit dem Vorwort über die Autorin. Tonja Andermatten forscht und lebt seit 2014 im Rhythmus des Schöpferkalenders. Als Ehefrau und Mutter einer Großfamilie bringt sie ihre Lebenserfahrungen mit. Als gelernte Physiotherapeutin, Musikerin und Künstlerin ist sie eine interessante Persönlichkeit. Sie ist ein aktives Mitglied der TuneWest Community und leistet eine große Pionierarbeit. Die Verbindung von biblischem Wissen und praktischer Umsetzung in den Alltag ist ihr ein wichtiges Anliegen. Als Kursleiterin versucht sie Menschen für Jeschua zu gewinnen. Das ist der Anfang von unserem Büchlein und wir lesen heute das Vorwort lesen. Also ich möchte mich als erstes bedanken, dass wir das gemeinsam machen. Da das kleine Herzchen mitgenommen, das gemeinsam drauf steht. Ja, wir brauchen einander. Miteinander geht es, allein geht es auch, aber nicht annähernd so fröhlich. Da steht mit 3 Themen durch das Notizbuch im Schöpferkalender. Auf der Suche nach Aleph, Mem, Taf, der Wahrheit. Der Jens liest jetzt zum Anfang Johannes 1, 1 und 14. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also, dann fange ich jetzt an mit dem Vorwort. Und ich habe gedacht, ich fange jetzt an hier lesen mit dem Vorwort im Aleph. Ganz am Anfang, am Neumondtag des 1. Monats des Jubeljahres, hatte Gott verkündet, dass er den Menschen erschaffen möchte, und er erschuf sie als Mann und Frau. In dem Moment, als Gott es verkündete, war es fest entschlossen, festgemacht und dann auch geschehen. Gott möchte, dass wir uns daran erinnern. Er hat sich alles ausgedacht und es zu Beginn des 1. Jubeljahres angekündigt. Gott lässt aber auch mit sich verhandeln. Er hat ein Herz für uns und lässt sich auf Kompromisse ein. Aber was er verkündet, das trifft immer ein. Deshalb hat er sein Vorhaben noch vor dem 1. Schöpfungstag angekündigt und auch die Option zum Sündigen einberechnet, nämlich den Lösungsplan schon bereitgestellt. Es ist unser Liebesbeweis an ihn, aus freiem Willen zu tun, was ihm gefällt, nämlich uns auf seinen Namen taufen zu lassen und seine Gebote zu halten. Aber erst im Feiern seiner Bundesfeste festigen wir unsere Liebesbeziehung mit unserem Schöpfer. Yahusha oder Jesus, Jeschua, also den Namen, da diskutieren wir den Namen noch hier irgendwo im Büchlein. Wir ertasten den Namen dann schon noch. Das Thema für sich, ein Kapitel für sich. Jeschua sagte mir, schreib dieses Buch ruhig, denn mit diesen 3 Themen
werden die Menschen sich noch beschäftigen, bis ich wiederkomme. Das habe ich geträumt. Und ich eigentlich gedacht habe, ich schreibe das Buch nicht. Ich kann nicht schreiben. Ich bin nicht die Richtige. Und in der gleichen Nacht habe ich geträumt, wie Gott irgendwie mit mir redet und mir alles zeigt. Und ich habe die Themen vor mir gesehen und es war so vielschichtig gewesen. Und alles ineinander verwoben. Und es war nicht nur Wort gewesen, sondern auch menschliches Zusammenleben. Und er hat das mir wie so auf Schichten gezeigt. Und wie das alles auf diesen 3 Themen aufgebaut ist. Und im Traum habe ich alles verstanden. Es ist für mich alles, ich habe wirklich nur genickt und gedacht, ja, genau so ist es. Und dann sagt er eben zu mir, schreib das Buch ruhig. Denn mit diesen 3 Themen werden sich die Menschen noch beschäftigen. Und das hat für mich absolut Sinn gemacht. Am Morgen bin ich verwacht und habe gedacht, welche 3 Themen? Also wir kommen spontan etwa 150 in den Sinn, die spannend sind oder wo aktuell sind. Also welche 3 Themen? Und ich hatte dann einfach wirklich nur noch den Satz in mir gehabt, so, schreib das Buch ruhig. Mit diesen 3 Themen werden sich Menschen noch beschäftigen, bis er wiederkommt. Und ich habe dann gefunden, ich mache das jetzt im Vertrauen, ich fange einfach an zu schreiben. Ja, ich denke, wenn wir das Büchlein durchgeschafft haben bis zum Schluss, vielleicht haben wir dann die 3 Themen ertastet und ergründet. Und fürs Erste würde ich sagen, ist es Aleph Mem Taf. Vom Anfang bis zum Schluss und alles, was zwischendrin ist. Was ist Aleph Mem Taf? Was bedeutet das also für die Langsamen? Aleph Mem Taf, die 3 Buchstaben zusammen aus dem Hebräischen bedeutet Emet, die Worte. Jeschua lässt uns nicht als Weisen zurück. Er sendet seinen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Jeschua zeigte seinen Jüngern, wie das Passafest vorzubereiten ist, damit sie es dann auch gemeinsam essen konnten. Wann, was und wie sollen wir feiern? In 3 Themen wird es die Menschheit noch beschäftigen müssen, bis er dann endlich zurückkommen wird. Also, Jeschua lässt uns nicht als Weisen zurück. Die Jünger fragten ihn aber auch, wo willst du, dass wir das Passa zubereiten? Das war zu Beginn des 100. Jubeljahres. Am 13. Tag hatten die Jünger mit ihrem Meister es vorbereitet, mit ihm das letzte Mal gegessen, und noch an diesem Tag begann sein Leiden. Im Garten Gethsemane wurde er verhaftet. Am folgenden Tag ist Jeschua gestorben und am 3. Tag auferstanden. So hatten die Jünger das Passa als Weisen gefeiert, denn Jeschua konnte nicht dabei sein, weil er selbst das Passalamm war. Seine Mutter Miriam und Johannes hatten Jeschuas Kreuzigung miterlebt und ihn dann auch in das Grab gelegt. Sie hatten die Passafeier verpasst. Immer im 2. Monat durfte man das Passafest aber nachholen. Bei einem Todesfall in der Familie war es sogar im Gesetz so angeordnet. Bis jetzt habe ich in keinem Buch es finden können, dass Miriam und Johannes mit Nikodemus und den wenigen als Jeschuas Tode Beteiligten es dann nachholten. Wurde auch dieses Zeugnis aus den Büchern weggewischt? Jeschua war nach seiner Auferstehung weitere 96 Tage auf die Erde zurückgekehrt. Er blieb bei ihnen bis kurz vor dem Pfingstfest. Da hätte er doch auch das 2. Passa mit seinen Brüdern und mit seiner Mutter gefeiert. Da steht Nikodemus Evangelium 11,27. Willst du etwas sagen zu dem? Das Nikodemus-Evangelium ist eines von diesen Apokryphenbüchern, eines von den 14 Apokryphenbüchern, die man aus der Bibel, aus dem Kanon der Bibel wieder entfernt hat
Aus irgendwelchen spannenden Gründen. Und ich habe so ein Büchlein bestellt im Internet, so eine gewisse Zusammenfassung von einigen Apokryphenbüchern. Und habe dort drinnen im Nikodemus-Evangelium gelesen, dass es wohl Leute gegeben hat, die das zweite Passa noch gefeiert haben mit Jeschua. Dass es einen Hinweis gibt, dass man das gemacht hat. Natürlich schon spannend, wenn Jesus mit seinen Jüngern das Passa vorbereitet hat, er muss sicher nicht aus dem Grund, dass sie es nachher nicht feiern sollten. Und wenn sie es nachher nicht haben können feiern, also ein Teil von ihnen nicht haben können feiern, weil sie direkt bei der Kreuzigung dabei sind und ihn nachher oben genommen haben und gewaschen haben und ins Grab gelegt haben, dann haben sie ihn berührt und dann haben sie nicht das Passa feiern. Dann haben sie es ganz sicher nachgeholt. Wenn Jeschua ihnen nahegelegt hat, die Fest zu feiern, dann haben sie das auch gemacht. Da bin ich ganz sicher. Aber warum ist das nicht mehr relevant? Wieso wird nicht predigt, dass man das noch feiern sollte? Also in den christlichen Gemeinden? Das ist eine Frage, die wir Ja, ist eine Frage. stellen müssen. Ja, ich glaube, eine vielleicht berechtigte Frage, ja. die wir uns dürfen stellen. Für die, die jetzt nicht so in der biblischen Fest sind, das Passafest, um was geht es dort ganz kurz? Einfach. Das Passafest ist das erste Fest im Jahr, ist im Frühling. Also, Es ist ein Opferfest, wo man ein Lämmli opfern, ein Lämmli zubereiten und essen in der Familie. Und man bittere Kräuter isst dazu. wir denken daran, dass er das Lamm Gottes ist. Er ist das Lamm Gottes, wo ja dann, das haben wir jetzt gerade gelesen, dass er eigentlich am Kreuz war und gestorben ist am Kreuz an dem Tag, wo all die Passalämmli geschlachtet worden sind. Und das war ein Vorschatten auf das, dass er eben das Lamm ist, das uns von unseren Sünden befreit mit seinem Blut. Das Lamm Gottes, Jesus Christus. Ich glaube, ich gebe es jetzt mal noch dir. Können wir noch ein bisschen weiterlesen, oder? Es ist halt intensiv, es ist viel. Ja, es ist gut. Aber das ist das Vorwort, das war nur ein Teil des Vorworts. Und wir sind erst in der Hälfte vom Vorwort. Genau. Und die Themen kommen ja alle nochmal. Ah ja, das ist lieb. Sie kommen ja alle nochmal. Wir gehen nochmal aufs Frühlingsfest ein und Ja. dann kann man das auch nochmal ganz genau im Detail anschauen. Okay, das Vorwort ist ein Überflug für das Ganze und darum ist es ein bisschen viel. Genau. Aber- Es ist wie jedes Thema ein bisschen angeschnitten und man überfliegt. Und ich denke, es ist auch spannend, wenn ihr daheim das Büchlein leset, das Vorwort durchleset und denkst, hast du vielleicht einen Haufen Fragezeichen, kannst du am Rand auch ein bisschen Fragezeichen malen und sagen, das komme ich noch nicht und das verstehe ich noch nicht und das finde ich ein bisschen komisch. Und nachher lesen wir das ganze Büchlein durch und am Schluss können wir das Vorwort nochmal lesen und dann hat es vielleicht ein paar Ahas drin. Das wäre eigentlich... Ich hoffe einfach, es schreckt euch nicht gerade ab. Ja. Weil man denkt, also ich verstehe das nicht, es ist irgendwie nicht meine Sprache. Also ich höre das manchmal von, also ich habe das Buch jetzt schon ein zum Lesen gegeben und einige Feedbacks waren, der persönliche Bezug zu mir und das Gespräch mit mir ist ihnen sehr wichtig, um es zu verstehen. Und das ist auch ein Grund, warum wir das Podcast machen, in der Hoffnung, dass die Leute auch verstehen können und nicht einfach denkst, Ja, und man muss es halt ein bisschen beißen, bevor man es abschluckt. genau, Oder? das Wort essen. Das Wort essen. Die Guten miteinander. Ja, sind wir wieder am Anfang. Ja? Ja, schon ein bisschen Tee trinken. Und einfach ein bisschen Also gut, gehe ich weiter. So wurde aber das Bundeszeichen schon im Vorfeld in der Wassertaufe bestätigt. Und mit 3 Themen beschäftigen wir uns auch in der Wassertaufe. Du gehst in das Wasser, du musst dich untertauchen lassen und dann wirst du als neuer Mensch auftauchen. So glaubte ich, dass wenn ich mich taufen lasse, Gott mich dann fest an die Hand nehmen würde. Ich dachte, er könnte mich dann besser führen, weil ich mich ihm ganz zur Verfügung stellte. Aber das Gegenteil war geschehen.
Als ich mich beim Untertauchen ihm ganz anvertraute, hatte er meine Hand losgelassen. Es war, als sagte er mir, so, nun kannst du selber laufen und entscheiden, wohin du gehen willst. Ich war überrascht und hatte es mit schlotternden Knien begriffen. Aber mein Herz fühlte sich gebrochen an. Ganz anders hatte ich mir das vorgestellt. Heute weiß ich, das war der Start meiner Heiligung. Jeschua hat mich von meiner Vergangenheit losgelöst. Nun war ich endlich frei für meinen Weg mit Gott. Also das Lied, das ich spiele, das habe ich vor Jahren mal geschrieben. Es heisst «Wo bist du, ja?» Wo bist du, ja? Ich such dich, du bist mir nicht, doch ich spür's nicht, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Gib alles für mich, ja, was mich vergönnt zu dir. Heilig, 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 heilig bist du. Denn wie ich dich seh, für immer bist du mir nicht. Ja, ich weiß es, du nimmst alles von mir, was mich hindert zu dir. Ich alles dir hin, ja, was mich vergönnt zu dir. Heilig, 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 heilig bist du. Auch Adam und Eva waren am Tag ihrer Sünde gebrochen und alleine im Garten Eden. Bereits vor 7 Jahren war das Paradies ihre Heimat geworden, und nun wurden sie als Waise zurückgelassen. Nach Adams Erschaffung, am 6. Tag, blieb er aber noch 33 Tage im Land seiner Erschaffung, ehe er in den Garten gebracht werden konnte. Wenn wir unser erstes Kind geboren haben, sollten wir uns auch an die ersten Eltern erinnern und die Mutter nach jeder Geburt in ihrer Zeit der Unreinheit schützen. Das erstgeborene Kind muss erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit in den Tempel gebracht werden. Dieses musste losgelöst werden und die Wartezeit war bei einem Jungen 7 und 33 Tage und bei einem Mädchen 14 und 66 Tage. Das soll an die Wartezeit unserer ersten Eltern erinnern. Sie kamen an unterschiedlichen Zeiten im Garten Eden an. Der Mann 40 Tage nach seiner Erschaffung und die Frau 80 Tage nach ihrer Erschaffung. Wann wurden sie denn erschaffen? Da sind wir wieder beim Tee. Alles gut. Beide am selben Tag. Natürlich.